Hallo, ik zit hier am Kienshow met Christel Hiebertup. En ik maak een Kienshow, strome bloemen, ik maak agora hier. En ik zie hier komen een beetje met er spazieren. Ik ben sehr van Leute geschreven dat je zegt, je hebt mij die angst, kind. En laatste Leute heb je dat je zijn, Leute van de weg. En Christel, heb je hier, als Maya doorheen ja dat Leute. Das ist eine Geschichte, wo du hast es selbst geschrieben. Kannst du uns vertellen, was von wo das herkommt? Ja, ich habe das mit Peter Reinke das geschrieben. Also, das fängt bei uns an, endlich als unsere älteste Geburt war. Dann, da wir 5 Monate alt waren, war ein Hautproblem bei ihr festgestellt. Und damit kam viel Angst an mein Leben an. Und das verband sich mit der Angst, was ich hatte, als meine Mama starb, als ich 11 war. Und das gab mir natürlich damals viel Angst. Und nu war da ging um einen sehr lieben Mensch bei mir. Und da war dann nicht am Hort operiert, aber uns war dann 2017 war uns eine Tochter mit noch ein schlimmeres Hortproblem geboren. Und der Doktor sagt dann, bei der ersten Tochter, dass wir vom ABC an zu BC und dass wir uns für BV. Und das macht mir natürlich sehr viel Angst. Und sie war dann 2-mal operiert. Das erste Mal, als sie 8 Jahre alt war, und das zweite Mal, als sie 2 Jahre und 9 Monate alt war. Und irgendwann durch gerade mir den Abtrag, der lebt mir auf dem Hort, Schiefdachen Leute. Das zweite Mal, als ich mit ihr auf Intensivstation viel Zeit verbracht, dann konnte sie auch verstehen, und dann habe ich ihr viel Geschichte verteilt, und kommen mir natürlich, ich sie abgewasst bei der Geschichte der Bibel, dann kommen mir da Geschichte, nicht? Und da kommen mir die Geschichte von Abraham sehr dich bei. Der hat er nicht selbst verteilt, aber der kommt mir sehr dich bei. Und dann hat er verteilt die Geschichte von Josef viel. Und ich sagte dann die Parallelen an die Geschichte von der Bibel, nur die Geschichte mit uns Leben. Und ich ging dann los und ich wollte dort an meine Leute bringen, diese Angst, was Gott bestimmt dem Abraham gesagt hat, ja, mir nicht, was er soll sehen Isaac opfern. Dort kommt mir das Leute nicht, dass auch man mein läuft verlangst, mein Hort sich fällt mit Angst, wo ich Pferde war. Abraham ging Pferde war in der Deutsch, so wie das Gott am See, nicht? Ja. Und das spät sich irgendwie so, und sie dachte, ihr Master läuft, dass wir ein bisschen das Abraham dann, ich dachte mir, vielleicht könnte ich ein Klingbesten von dort verstehen, was heute damals und da ich gemerkt. Und dann schreibe ich das Leute, den Text, und ich komme aber nicht Pferde weich. Ich sehe ein bisschen, meine Angst, die mich wachrennen. Ja, Okay. für das einbringen. Nicht? Ja, ja. Und dann irgendwann kam bei uns der Abrieb an unsere Gemeinde, dort in Gemeinde sind doch Gesanggottesdienst. Können wir uns anmalen. Und dann war da nur mal die Christel mit den Leuten. Ja. Und ich habe noch nicht in Leute geschrieben fertig. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Und so, das wäre mein Gedanke, ja. Und dann schreibe ich den Text ein. Und dann wusste ich, ob ich brauche Hilfe, wenn ich das weltweit einbringe. Und dann ging ich mit Peter Reinke, so ist in unsere Gemeinde, und so wir heute mit helfen. Wow. Und dann läuft das. Ich hatte ein bisschen meine Motive für die Melodie, aber so mögt dann dort, was das nicht ist, nicht? Ja, Das mögt sie dann dort. Und das wir für mich kurz klar, das ist es, nicht? Ja. Und ja, dann brachten wir dort dann als Familie fair. Ich mit meinen 2 ältesten Töchtern. Eine Kirche. Und ich habe dann damit aufgeschlossen. Und dann wir über mich der Frau, warum dass ich mal als Leute von der Weg, nicht? Und ich sage, wirklich hätte wir das all ganz genug? ganz genug von Herausforderungen für mich. Ja. Aber das Leute mich nicht tauchen. Ich glaube, sie ist das mit Gottes Abdrehen und uns, nicht? Ja. Wenn die Leute uns nicht tauchen. Wenn es bei mir ist, die bleiben durch und ich kann nicht weit genug weiterrennen. Und das war doch immer da, das Text, gibt mir die Angst. Das war immer da für mein Leben immer passend, nicht? Ja. Und als ich dann die Verfilmung anfang,
das dürfte dann noch weiter Herausforderungen. Mit dem Film kriegt er so eine Weisheit und so was, nicht? Ja, Und das geht eben ein Jahr. Und ich glaube, dass wir nu über kriegt der rechte Zeitpunkt, nicht? Nu wird das einfach so, okay. wo ich sage, also Gott sagt zu mir, jef mir deine Angst kennt, und dann go in das, was ich dir sage. Und das, was ich auch einfach mit den Leuten mache, die Menschen sagen, dass unsere Angst in dieser Welt, der ist verständlich. Und, Ja. und der wird auch immer wieder frisch kommen in verschiedenen Situationen. Ja. Das ist meine Erfahrung. Und wie wir die Angst an Gott aufgeben und dann go in das, was Gott dir sagt. Wow. Du hast ein sehr schönes Leute geschrieben. Und hast die so viele Menschen gekickt, hast sich daran gefreut, hast viele damit gesehen. Und ich glaube, du hast einfach eine sehr gute Abgabe oder eine sehr gute Botschaft uns wiedergegeben. So viele Menschen von der ersten Tag in der Welt haben Angst. Ja. Die leben in Angst für was wir werden können, für die Situation wird sein, auch für die Kinder, nicht? Was du erlebt hast. Oder so, hey, vielen Dank schön. Vielleicht noch ganz kurz, das Stopp von Angst, das Leute. Ich weiß, du hast eine Leute geschrieben, aber hat bestimmt in deinem persönlichen Leben all euer passiert. Wer deutet sie das einfach praktisch? Wer lässt sie dann die Angst los? Ja. Bei mir persönlich wird das, ich sehe dann, ich möchte mir auf dem Weg, ich will heul werden. Und ich muss durch mehrere Schritte, einmal war das Schritte mehr, und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der auch ans Leben lang wieder geht. Das hört nicht ab. Ja. Aber ich denke, ich habe mir dann zum Beispiel bei Kursen in der Heilung habe ich mitgemerkt, ich habe Seelsorge mitgemerkt, oder Seelsorgegespräche gegangen. Und dort alles, dort wir mein Weg, dort ich kann Gott aus einem lebenden Futter erleben. Vorher ich will immer so gehen, und ich habe mir auch immer wieder versucht, eine Beziehung mit ihm zu haben, aber ich erlebe immer aus einem strengen Rechter. Ja, also, der bist wacht, weil ich einen Fehler mache, und dann kriege ich mit dem Finger da endlich Schach. Ja? Wie an die Beine. Und dort darf ich durch diese Hilfe von anderen Menschen darf ich dort aufleihen. Und dadurch, von der ersten Tag, wenn ich eine Situation habe, wo ich Angst habe, wo ich das erste nur Gott. Wow. Dort, als mir vorher Gott wie mir nicht bewusst, nicht, ich mir erstmal, ich drücke mich mit einem Problem lang rum, manchmal wieder jahrelang drücke ich mich damit rum. Und ich denke nicht nur Gott. Ich sehe das nicht, dass wir mein Vater, aber ich muss das für mich selbst durcharbeiten. Ich dachte ich nicht. Taz de los mit dir um. Ja, ganz genau. Und ich möchte nicht, das war zu groß. Ich sage für meine Kinder, die Zukunft zum Beispiel, ist das auch so, dass die dachte mit dem schweren Hautproblem, ich war da, wo eine Hautabbau kriegen musste. Dort ist die medizinische Voraussicht. Ja. Und dort er Leben so eine wird einfach wieder, oder wird an das Leben von unserer Familie, wird dort alle mit sich bringen, wird nicht, dort wie in so ein großer Burg wird, ich weiß, dort kann ich allein nicht haben, nicht? Ja, und ja. Ich sage das einfach aus die Not an, dass Gott diese Situation an mein Leben brücken kann, mir zu sagen, es löst zu schöpfen, sein nicht go, und schaff an die Sache, was der andere geändert machte. Ja. Und wie meine Wort an der Kindererziehung, wo ich auch immer mit Kampf und große Angst hatte, dass meine Kinder nur her würde, damit nicht klarkommen, nicht? Ja, ja. Einfach am Leben dann nicht würde klarkommen, nicht? Und Versagerangst, nicht? Und da kann ich von der alles, ich kann Gott dort bringen, ich kann dort durchlassen, und ich kann dann auch mit meiner Angst gehen und deinen. Wow. Ja, einmal war da ein Prozess, aber aber das lohnt sich. Wow. Lohnt sich. Dankeschön, Christel. Auch Dankeschön, dass du diese persönliche Worte bist und aufgemerkt hast, auch womit du gekämpft hast und kämpfst dich manchmal noch. Und ich glaube, da haben wir alle von lernen. Du bist eine Stadt, wo wir alles handbringen können, nicht? Yes. Yes. Vielen Dank schön.
Ja.